Eigentlich kennt er hier jeden Stein. Hier ist er hineingeboren worden. Das war der Spielplatz seiner Kindheit. Nach Jahrzehnten, in denen er unterwegs war, in der Weltschicht, ist er wieder daheim angekommen. Richard Hartmann und sein Füssen. Viersen ist definitiv meine Stadt, meine Heimat. Wieder geworden, im wahrsten Sinne. Nach vielen Jahren unterwegs kommt man wieder zurück und realisiert dann, wie schön es daheim sein kann. Und das Herz ist jetzt wieder angekommen in der Stadt. Ich bin mit 19 bin ich schon auf Minka. Das waren auch so die wilden Jahre. Also da habe ich auch ein paar Bildler da. Also irgendwann war er doch einmal jung und fesch. Wow. Ja, wow. Wir sind in den 80er, muss man dazu sagen. Es ist ja doch schon 40 Jahre her. Das war spannend. Die Großen sind auch ganz interessant. Ja, das weiß ich, da sind immer alle ganz, ganz angetan, weil sie sagen, das gibt's ja gar nicht. Also da war ich in London im Victoria and Albert Museum und dort haben wir ein Fotoshooting gemacht für Jean-Paul Gaultier damals. Also das sind Gaultier-Outfits im wahrsten Sinne. Und da waren wir dort. Es war eine tolle Zeit, verrückte Zeit, wirklich spannend. Für die Bayerische Staatsoper organisiert er Feste. Richard als Haushofmeister. Im Schloss Nymphenburg geht's zu wie zu Zeiten von König Ludwig I. Es ist schon ein Leben im Jetset. Bei Graf Bernadotte auf der Insel Mainau dankt ihm sogar einmal ein russischer Romanow-Prinz für ein besonderes Fest. Richard hat schillernde Events organisiert. Und heute? Schachtelkurs fürs Allgäuer Heimatwerk. Solche Kurse sind jetzt seine Berufung. Der Aufbau der Schachtel ist aus Karton, aus unterschiedlichen Stärken. Der Boden hat 3 mm, die Wände haben 2 mm. Das fangen wir jetzt dann als erstes an. An einem Tag eine solche Hutschachtel zu fabrizieren, das ist gar nicht so leicht. Es ist dieses alte Handwerk, das früher selbstverständlich war und das uns heutzutage wirklich vor Herausforderungen stellt, weil uns die Handgriffe nicht mehr vertraut sind, weil wir uns im Alltag gar nicht mehr so plagen müssen. Am Ende wird dann ein ganz besonderes, ganz individuelles Stück daraus. Und alles ist selber gemacht. Freilich gibt's Tricks und Kniffe, die man wissen muss. Jetzt nimmt er die Wand. Okay. Die wird jetzt über den Schenkel gezogen, dass sie ein bisschen weicher wird. Weil sonst ist die sau unkommod beim Nähen. Also wir kriegen jetzt dann alle deinen Schenkel lösen. Ja, es schweigt des Sängers Höflichkeit. Und jetzt beim Stecher, ganz wichtig, flach ansetzen. So, und dann da durch. Wenn es einmal ein bisschen Zweig geht, ist das okay. Bloß es darf nicht auf die Seite kommen. Eine Fieselarbeit. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Schachtel zu machen? Wir waren zusammen am Tegernsee. Dann hat sie die erste einen Hut gekauft, dann hat sich die zweite einen Hut gekauft, dann habe ich mir einen gekauft. Dann habe ich mich angemeldet, dann habe ich den Mädels gesagt, ob sie nicht Lust haben. Und darum sind wir heute da. Für einen exklusiven Trachtenhut eine Hutschachtel, die es so nur einmal gibt, das passt. Richard pressiert's, weil er nämlich heute auf mehreren Hochzeiten tanzt. Gleich ums Eck ist die Zentrale des Allgäuer Heimatwerks. Und dort ist heute noch ein Kurs. Grüß dich. Hier entstehen Fatschenkindl. Grüß dich. Mein Wahnsinn. Wahnsinn, das Christkindl schon. Ja, Wahnsinn. Mei, so schön. Der Gedanke ist ja, dass wir Traditionen, alte Werte weitergeben. Heißt Fatschenkindl, es sind aber auch die Klosterarbeiten, die wir machen. Wir machen Strickkurse. Wir machen den Schachtelkurs, wenn wir drüber haben. Wir sind aber auch dabei, dass wir altes Kräuterwissen weitergeben. Heißt Kräuter, Wurzeln, Beeren. Gibt es Kurse mit Wanderungen dazu. Und wir haben auch vor, dass wir in die Schulen gehen, um dort dann mit dem Dialekt und dem Brauchtum wieder im Unterricht aktiv zu werden.
Jede Blüte, jedes Blatt wird von Hand gemacht. So bringt es Marlies Kössel ihren Kursteilnehmerinnen bei. Jetzt wird zusammengebunden und jetzt wird das Jesulein wird jetzt richtig schön eingebettet im goldenen Teil. Ein gefatschtes, also ein gewickeltes Jesuskind. Das wird ein Weihnachtsgeschenk. Für wen? Für eine ganz nette Person, die wo man ganz lieb geworden ist. Hier läuft alles super. Drum geht's gleich wieder hinüber zum Schachtelkurs. Die Hinner steigen wieder nauf und dann schauen wir mal, wie weit die Hutschachteln sind. Da steckt die Tücke nämlich oft im Detail. Alles falsch. Ja. Das ist gar kein Problem. Kein Problem, wenn man weiß, wie es geht. Trotzdem, es dauert schon noch Stunden, bis die Schachteln fertig genäht sind und mit Papier überzogen werden können. Schon ist der Richard wieder unterwegs und sorgt mit Marlies Kössel derweil fürs Mittagessen. Mach du's Kraut, ich hab mir's schon durchgelesen. Und ich tue mir derweil Bätzler mit dem Nudelteig. Und dann, wenn wir weiter sind, dann machen wir den nächsten Schritt. Pro 100 Gramm jeweils ein Ohr. 500 Gramm Mehl und 5 Eier für den Nudelteig. Zwiebeln und 200 Gramm Bauchspeck anbraten und das Mehl mit den Eiern vermengen. Das ist das Lustige daran, jetzt 10 Minuten Walkel. Das haben unsere Großeltern und Eltern auch noch ohne Küchenmaschine geschafft. Das Kraut, Lorbeerblätter und Wacholder mit dem Speck vermengen. Kümmel? Ja. Oh, jetzt. Damit der Teig geschmeidig wird, hat Richard etwas Öl dazugegeben. Es ist ein Rezept seiner Großmutter Resi und auch ein Stück Heimat. Allgäuer Krautkrapfen. Also, jetzt kommt die Hand schon durch langsam. Der Teig sollte so dünn wie möglich sein. Gib Gas, Schatzi. Die Marlies ist übrigens eine Freundin aus der Kinderzeit, also auch so ein Füßner-Quacks. Sie hat das Kilo Kraut vor der Zubereitung gut ausgedrückt, wegen der Feuchtigkeit. Den Teig jetzt trotzdem möglichst schnell verarbeiten, damit er nicht zu feucht wird. Trotzdem ist ja Feuchte drin. Und das tut den Teig jetzt eigentlich ganz... Oh, Blicklaufen. Kannst du mir das Messer her, bitte? 2 fingerbreite Stücke abschneiden und in einer Reine mit Schmalz kurz anbraten. Ganz wichtig, Fleisch- oder Gemüsebrühe dazugeben, damit die Krapfen nicht anbrennen. Im Ofen bei 200 Grad etwa 45 Minuten goldbraun backen. Mahlzeit, Mittagessen für die beiden Kurse. Richard Hartmann stammt aus einer Füßner Gastwirtschaft. Menschen bewirten kennt er von klein auf. Das ist schon gut. Ja, schon gut. Mitten in Füssen steht der Gasthof Krone. Hier ist er aufgewachsen. Seine Eltern waren ebenso wie die Großeltern Wirtsleute. Der Opa hat das Wirtshaus 36 übernommen mit der Oma. Und relativ schnell war es notwendig, dass man die Fassade herrichtet. Und dann hat der Opa gesagt, da kennt man ja so am Bierkönig hin, weil es war ja eine Brauereikrone. Und das ist der Gambrinus. Und da ist der Gronauer Heini, mein Opa, halt da als Bierkönig verewigt. Resi Gronauer und ihr Mann, der Heini. Er war ein Füßner Original, voller Lebensfreude. Der erklärte Liebling war sein Enkelkind Richard. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Richard Hartmann heutzutage Füssen so mag. Das ist das Haus der Zukunft. Das Haus des verstorbenen Künstlers Sepp Lorch. 400 Jahre alt und jetzt in der Obhut der Stadtverwaltung. Hier soll das neue Zuhause des Allgäuer Heimatwerks entstehen. Was heute noch im Dornröschenschlaf ist, wo ab und zu eine Nachbarin aus dem nahen Seniorenheim in der Sonne sitzt, das soll eine Begegnungsstätte werden. Mit einem Café, mit Künstlerwerkstätten, Seminarräumen, einer Galerie und Wohnungen. Neues Leben für ein schönes, altes Haus. Das ist Richard Hartmanns Plan für die Zukunft. Das ist eine Bereicherung für mich und das ist so schön, dass ich der Vierser jetzt mit der Idee was zurückgeben kann, was zu Vierser gehört.